Temperaturen gehen es rauf, an den echten Schnee steht 400 Dir. Saison für die Wanderpnöen fängt nicht an. Aber woran genau leitet der Unterschied zwischen einem Wander- und einem Sommerpneu? Und wieso geht du geraten, sie bei 4 mm Profil dürft oder nur 6 Jahre zu wechseln? Richtig Wanderpnöen sind gesetzlich anhand von dem alpinen oder dem Schneeflagsymbol und der Flank erkennbar. Ein Pneu mit einer M&S-Erkennung, aber ohne Schneeflagsymbol gilt nicht als Wanderpneu. Im Gegensatz zu den Sommerpnöen verfügen Wanderpnöen Lamellen, die eine Art Verzahnung zwischen dem Pneu und dem Schnee schaffen. Außerdem sind breit Rillen am Pneu, die an den Schnee drücken, weil nichts passt um Schnee wie Schnee selber. Im Vergleich zu den Sommerpnöen kriegen Wanderpnöen mehr Naturgummi. Das tut zum Vorteil, dass bei kahlen Temperaturen der Pneu mehr Müll bleibt und bei extrem kahlen Bedingungen genug Grip hat. Aufgrund von Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel UV-Licht, Feuchtigkeit und eine ozonhaltige Atmosphäre, gehen Pneuen mehr sehr rissig und hart und verlieren so an Haftung. Aus diesem Grund tritt die VW-Gruppe an, Wanderpneuen nur 6 Jahre zu ersetzen. Den Alter des Pneu lässt sich anhand vom DOT erkennen, wobei die ersten 2 Ziffern für die Herstellungswoche und die 2 letzten Ziffern für die Herstellungsjahr stehen. Aber nicht nur das Alter des Pneu ist entscheidend, sondern auch das vom Profil. Gesetzlich gesehen ist das Mindestprofildeft 1,6 mm. Allerdings wird bei einer Restprofildeft von just 4 mm beim Auffahren um Schnee oder bei einer Steigung just nach Tauschend von der Traktion wie bei einem neuen Pneu. Aquaplaning geht zum Risiko, weil ein 4 mm Pneu schon bei 63 km/h anfängt zu schwammen. Ein neuer Pneu dagegen verliert Haftung kriegt ab 87 km/h. Übrigens, was ist das in Österreich ein Wanderpneu mit just 4 mm Profildeft als Sommerpneu gilt, also am Winter nicht gefahren darf gehen? Wenn ihr unsicher seid, ob ihr Pneu noch genug Profil hat oder wie allen tatsächlich ist, könnt ihr das an unseren Lostbetrieber gratis prüfen lassen.